1908 hat der damals 19-jährige Hermann Zeiss ein lebensveränderndes Erlebnis. Nach einer Predigt von einem bekannten Evangelist hat er sich für ein Leben mit Jesus Christus entschieden. Ihn hat überzeugt, dass der Prediger, der von Beruf Schmied war, ein Mann mitten aus dem Leben war. Angezündet vom Feuer vom Glauben ist er Missionskaufmann geworden und für eine Zeit auf Ghana gereist. Wo später der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, ist er als Kriegsgefangener auf der Isle of Man interniert worden. Wieder zurück aus dem Gefängnis ist er von vielem, was er in den Kirchen gesehen hat, so enttäuscht gewesen, dass er im Glauben für 20 Jahre den Rücken gekehrt hat und Rasierklingenfabrikant geworden ist. 1944, in den Ruinen der vom Zweiten Weltkrieg verbombten Kirchen im deutschen Ohlings, hat der Zeiss Gott nochmal eine Chance gegeben und von ihm den Auftrag bekommen, die gute Nachricht vom Evangelium zu verkünden. Das hat er gemacht, und zwar überall. Auf den Strassen, den Plätzen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Kirchen und während vielen Jahren in einer umgebauten Holzbaracke. Bald hat sich herumgesprochen, dass an diesen Treffen nicht nur von Gott erzählt wird, sondern auch außergewöhnlich viele kranke Menschen gesund werden. Die Geschichten, die in den folgenden Jahren passiert sind, kann man kaum glauben. Hunderte Menschen haben berichtet, dass sie auf wundersame Art und Weise geheilt worden sind. Menschen mit offenen Wunden, Gelähmte, die nach Jahrzehnten endlich laufen haben können. Menschen mit Rheuma, chronischen Entzündungen und Schmerzen und viele mit anderen Gebrechen sind durch das Gebet gesund worden. Was an diesen Versammlungen vom Hermann Zeiss passiert ist, ist so außergewöhnlich, dass sogar Zeitungen in Deutschland, Holland oder Dänemark davon berichtet haben. Überall, wo er angekommen ist, hat er die Hallen gefüllt. Und Hunderte, ja gar Tausende sind gekommen, um ihn reden zu hören oder für sich beten zu lassen. Was ihn auszeichnet hat, war, dass er mit einfachen und verständlichen Worten geredet hat, dass seine Vergleiche mitten aus dem alltäglichen Leben waren und dass er sich gern Zeit genommen hat, um mit den kranken Menschen zu beten. Eine schier unglaubliche Lebensgeschichte, gerade vor unserer Haustür. Umso spezieller, dass die Wurzeln der GVC-Bewegung eng mit dem Hermann Zeiss verknüpft sind. In den 60er Jahren haben sich die Schweizer Kirchen von der vom Hermann Zeiss gegründeten Ekklesia, Gemeinde der Christen, mit diesen Versammlungen zusammengeschlossen, die von Charles Reichenbach gegründet worden sind. Aus dem Deutschen Gemeinde der Christen ist das schweizerische Gemeinde von Christen GVC geworden.